Ja, servus. Heute rede ich mit euch über die Gruberin, über die Monika Gruber. Die Gruberin hat sich ja vor einem guten Jahr zurückgezogen aus ihrem Geschäft, das praktisch so gut wie in die Renten gegangen. Ich denke, da wird der Friedrich Merz begeistert sein. Der hat gesagt, wir sind alle faul und sollen länger arbeiten. Und jetzt kommt die Gruberin daher, macht da ein gutes Vorbild und geht auf eigene Kosten mit 55 in die Renten. Da wird sich der Merz freuen. Ja gut, aber jetzt weiter. Ich rede heute mit euch ein bisschen über Gruberin. Da gibt es einiges zum Verzeihen und zum Schluss auch noch ganz was Neues. Gruberin ist 1971 auf die Welt gekommen, ist praktisch jetzt halt so 55 und Gruberin ist auf dem Bauernhof aufgewachsen von ihren Eltern in Oberbayern. Entgegen der Meinung, die es oft gibt, dass viele Leute meinen, die Gruberin kommt aus Niederbayern, das stimmt nicht. Die Gruberin ist eine Oberbayerin. Sie hat 2 Brüder gehabt und jüngere Brüder und ist eigentlich, hat keine Kinder, ist nicht verheiratet und war die mehrere Zeit irgendwie solo. Hat schon ein paar Beziehungen gehabt, aber da ist bisher nichts rausgekommen, was gehalten hätte. Also die Gruberin war sogar allerweil noch zum haben. Ja, Gruberin hat das Abitur, also die hat ein Abitur gemacht und danach hat sie einen Beruf gelernt und zwar hat sie dann auch eine Zeit lang gearbeitet als Fremdsprachensekretärin, aber das hat sie dann irgendwann doch an den Nagel gehängt und 2,5 Jahre eine Ausbildung zur Schauspielerin gemacht. Hauptsächlich bekannt worden ist dann durch ihre Soloprogramme, die wo wirklich einzigartig sind und ganz fest zu unserer bayerischen Kultur gehören und durch etliches Mitwirken in verschiedene TV-Produktionen, zum Beispiel Hubert und Staller. Also genauso wie in ihrem Bühnenprogramm nimmt die Gruberin auch sonst in der Öffentlichkeit kein Blatt vom Mund, spricht ihre Meinung ziemlich deutlich aus und hat sich damit nicht nur Freund gemacht. Ich finde es aber gut, dass jemand sagt, was er denkt, weil das gehört einfach zum vernünftigen Leben dazu. Man muss nicht immer all glatt sein. Ich finde das gut von ihr, auch wenn ich nicht alle Meinungen mit ihr teile. Ja, und am Anfang von dem Video habe ich euch ja versprochen, dass es auch was Neues gibt und es gibt auch was Neues, weil die Gruberin hat jetzt praktisch ihren Rücktritt vom Rücktritt bekannt gegeben. Sie geht jetzt doch nicht in die Renten, sondern sie macht wieder weiter. Ich finde das super, weil sie einfach zu einer von den Top-Leuten gehört, die unser Bayernland verkörpern. Und das ist für uns alle ein Riesengewinn, wenn es wieder was Neues gibt und was Lustiges von der Gruberin. Danke.